So, jetzt hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich auch mal in der Wengert komme. So ein Samstagvormittag, da gibt es ja einiges zu tun. Jetzt war gestern die kalte Sophie und heute können endgültig die Frostrute ab. Manche Wengerter hat es leider ganz böse erwischt. Wir hatten hier Glück. In unsere Lager hat es keine fürchterliche Schäden gegeben. Und weil wir aber das Ganze noch so von Hand machen und so ein bisschen Nebenerwerb sowieso als Hobby, als Liebhaberei, machen wir immer noch wie früher der Opa die Frostrute. Hallo Jörg. Hallo. Also heute machst du Frostrute weg. Warum hast du überhaupt Frostrute? Gestern war die Sophie. Letztendlich ist es zur Sicherheit. Du weißt ja nie, es war ja Anfang der Woche war ja der Frost. In verschiedenen Gegenden hat es ja große Schäden gegeben. Bei uns nicht. Also man sieht ja hier alles schön grün. Es wächst sauber. Es ist nichts passiert, aber es sind letztendlich zweierlei Sachen. Einsteils können es verfrieren, dass man noch Ersatz braucht. Es sind ja dann nicht alle Triebe verfroren, dann kann man so eine Frostrute runterbiegen. Andererseits ist es auch so, also mir passiert es schon, dass beim Biegen immer mal wieder eine Rote auch abfatzt. Dann bin ich froh, wenn ihr eine dritte habt, dass ihr nicht runterbiegen könnt. Wieso schneidest du jetzt den Hahn an den Boden an? Hat das einen Grund? Eigentlich habe ich gedacht, man macht mit so... Nee, ich natürlich nicht, ich weiß es. Aber ich frage mal so, wie wenn ich jetzt nichts wüsste. Ich habe gedacht, da machen wir Büscheler draus. Ja, die Büscheler, die haben wir schon gemacht. Die Büscheler, die haben wir schon gemacht, von denen, wo wir im Winter weggeschnitten haben. Ja. Die hier letztendlich, da hat es jetzt so viel Blätter und Laubwerk schon dran. Als Büscheler sind die nicht wirklich geschickt. Weil wenn man die jetzt als Büschele macht, dann ist eigentlich ein großer Haufen Laub und ein Zweigler dazwischen drin. So sieht es dann aus immer. Brennwert schlecht. Ja, Qualm viel. Ist nicht wirklich was dran. Geschmack fragwürdig. Ja. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.